Zuschauer zu unserer nationalsportlichen Unterhaltungssendung Stöckweise Stich. Unser heutiger Kandidat ist der Herr Eduard Temperle. Er ist Kaufmann aus Winterthur. Rap Und sein Hobby ist Jassen. Rap. So, jetzt habe ich Ihnen die Karte wieder zusammengestellt. Sie haben wieder eine halbe Minute Zeit, noch ein bisschen mehr, ganz genau so lange die Musik spielen. Ja, sie sagen, das Leben ist ein Spiel, also bringe ich meine Träume, von der Ziele meine Punkte. Ich erzwinge mir mein Glück, weil am Ende vom Tag ist ja niemand mehr mein Freund. Nichts ist wichtiger als Gewinn, Gott vergibt mir meine Sünde, aber hilft mir mal auf die Sprünge. Wann bin ich dann glücklich? Aber eine gewisse Menge ist auch Geld nicht mehr nützlich. Sag mir doch warum, glaubst du an die Täuschung? Du hast viele Gründe, aber keiner überzeugt mich. Ich lebe wie ein Flüchtling, weil ich kein Asyl finde. Logisch, dass ich auf dieser Suche langsam müde wird. Der dritte Frühling oder nur eine Werbung. Ich suche nach der Freiheit, doch finde nur eine Leere. Doch solange ich suche, wage ich zu behaupten, der Weg ist noch ein guter. Es ist nicht einfach, lohnt sich's noch zu kämpfen? Je nach Erwartung, das Leben ist ein Differenzler. Ich nehme auch an, dass unsere Zuschauer wieder mitgeraten haben und alle sind jetzt ehrlich gespannt auf ihr Resultat. Ich sage 42. 27 sagen. Nein, Und wir müssen anfangen. easy. Dann gebe ich den Schellen aus. Die Frage ist, verfolge ich ihre Ziele oder suche ich nach der eigenen alleine, sodass sie mit dem Finger auf mich zeigen. Lebe ich schnell und tödlich, so wie ein Schellenkönig, nur an zweiter Stelle auf der Suche nach einer Lösung. Oder bekenne ich mich zum Schlechten, genauso wie zum Guten, und kämpfe ich vollumfänglich für ein Leben wie eine Mutter. Mit allen Emotionen dran, in voller Kraft erblüht mein Brett zum einer Rosennass. Jeder lebt sein Leben und jeder stirbt sein Tod. Es ist auch für mich so, und es wird der Zeitpunkt kommen, wo ich zurückschaue, mich fragen, ob ich zufrieden bin, ob ich gelebt habe, ob ich das wieder spiele. Ich will bewusst leben und etwas weitergeben, doch ohne Strategie, Ziel, einfach ein bisschen sein. Ich spiele nicht auf Sieg, nein, ich spiele nur für mich. Ich lege die Karten auf den Tisch und schau, wohin es mich treibt.